Hello YouTube! Wir sind wieder mal in einem neuen Video nach langer Durststrecke, weil Diablo und Path of Exile gedacht haben, komm, wir bringen beide Spiele am gleichen Tag raus. Was heißt es genau? Das bedeutet, Diablo und Path of Exile 2 bringen ihre neuen Seasons genau am 12.12. raus. Diablo startet um 5:30 Uhr morgen. Und Path of Exile, glaube ich, um 20 Uhr, da bin ich mir nicht gerade so sicher, habe es nicht gerade so richtig im Kopf, aber beide am gleichen Tag. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist morgen früh aufstehen, Diablo reinbuttern, gucken, wie es ist und dann am Abend in Path of Exile gehen. Damit wir ein bisschen eine Ahnung haben, was auf uns zukommt, gucken wir mal schnell die Videos an, was die da so hochgeladen haben. Diablo gucken wir das ganze Video an, den ganzen Trailer, und bei Path of Exile, weil die Präsentation richtig nice war, gucken wir einzelne Teile an von der Präsentation. Also Diablo. Let's talk about Capstone Also die Musik ist schon mal ganz komisch bei Diablo. Dungeons, because they're back and ready to test your progress as you climb through the difficulty tiers. These dungeons are designed to challenge you at every step of your journey. And here's something important to remember. Even though each Capstone dungeon lists a suggested level, their difficulty doesn't scale with your current level. So plan your approach carefully. Here's a look into the journey ahead. Also, es gibt neue Dungeons. Hier auch der neue Boss. Hier ganz nochmal groß. Und dann gibt es wieder Powers. Zum 7. Mal gefühlt. Und das Campfire war auch nicht gerade die Sahne auf dem Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, wo ganz viele gehofft haben, was kommt, war der Turm quasi mit der Rangliste. Das kommt leider auch nicht. Das haben sie verschoben. Das kommt 6 Wochen später. Irgendwann im Januar. Da spielt aber keiner mehr Diablo. Weil alle dann schon fertig sind. Schon Top Gear haben. Eine Rangliste muss gerade am Start rauskommen, dass es spannend wird, dass man auch in der Rangliste hochgehen kann, grinden kann mit scheiß Items. Nach 6 Wochen hat jeder das perfekte Item und dann sind die übel süchtigen Typen natürlich auf Platz 1. Also das ist halt, ja, die größte Enttäuschung. Aber was würde uns jetzt bewegen, Diablo 4 um 5:30 Uhr morgen zu spielen? Da gibt es nur eine Sache. In der gleichen Nacht oder besser am Morgen früh, am Freitag um 1 Uhr oder 1:30 Uhr, ist die Microsoft-Präsentation. Und da hat Diablo gesagt, guckt euch das an, da kommt was. Die meisten hoffen, die neue Klasse Paladin kommt. Grund, wieso das kommen soll, ist, weil auch am 12.12. Diablo in China zum ersten Mal erscheint. Weil die hatten da irgendein Problem mit dem Provider dort. Darum gab es kein Diablo 4 in China. Und das kommt jetzt, weil sie Frieden geschlossen haben. Darum, wenn der Paladin kommt, hat man da eine neue Klasse. Kann man spielen. Aber mich als Druide-Main, als Bär, interessiert sich das halt nicht so groß. Ich liebe Diablo zu spielen mit meinen Bären. Die letzte Season war geil, die vorletzte Season war geil. Diese Season bin ich halt ein bisschen enttäuscht, weil es nicht so viel richtig Neues gibt. Und wieso ich eher wahrscheinlich Path of Exile spiele, zeige ich euch jetzt. Das ist die Präsentation von Path of Exile. Es gibt den Motherfucking Druiden, auf den wir so lange gewartet haben. Die hatten schon angekündigt, wo Path of Exile rauskam. Man konnte das denn, manche wichtigen Streamer konnten den schon anspielen. Es gab ihn schon mal. Dann kam er jetzt die ganze Zeit nicht. Und nach gefühlt einem Jahr kommt er endlich. Und wie er kommt. Mashallah. Man kann verdammten Bären sein.
giving you a good chance to turn into an animal and rage out. Richtigen, dicken, fetten Bären kann man But how do you sagen. turn into an animal, you may ask? Well, the answer Es is a new gibt weapon type that dafür droids use. Animal auch ein neues talismans. Item, quasi hier. Da könnt ihr dann rumswitchen, was ihr sein wollt. Bär oder Wolf. Und When you der Bär sieht einfach schon mal richtig brutal aus. Da kann man einfach nichts sagen. Guckt euch As den you Bären consume an. rage, your bear form will generate endurance charges. Guckt den and these can Bären be used an, with skills Jungs. like ferocious roar. Guckt das an. Bam! Die ganze Erde bebt, Chat. Mashallah. Aber das ist noch nicht alles. Der wird noch brutaler, Chat. Der wird noch brutaler. Fire god Khal. Guckt euch Ever das wondered an? what the Karui god of war would look like if he was a What the bear? fuck? Well, wait no longer. Guckt euch das an, Chat. Finally, build up enough rage and you can use one of the bear's ultimate Wenn abilities, noch mehr Rage Walking habt, Calamity. This skill summons a storm of fire around you for some time. dann hagelt's verfickt nochmal Meteoriten runter, Chat. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Chat. Well, Es generating hagelt even more Meteoriten rage runter und ihr powered rennt other durch und abilities. bringt alles um. True Bearpocalypse. Ja. Also ich spiele fixen Bären. Ich spiele den Fix. Aber eben, man kann natürlich auch einen Wolf spielen. Der sieht so Any marks aus. on your target explode and triggers their abilities. This allows you to pounce to mark an enemy and then summon a wolf even without killing it. Cross Slash also has a Sieht auch nicht schlecht aus. Der Bär hat Feuer, der Wolf hat Eis. Also wenn ihr was Schnelles spielen wollt, dann spielt ihr natürlich den Wolf, weil der macht zick, 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 und die Gegner sterben und der Bär macht einfach bam, bam. Ganz einfach erklärt. Aber dann, Mashallah, ich werde wahrscheinlich nicht am Anfang spielen, aber die haben einfach einen verfickten scheiß Drachen reingesetzt. Chat. Man kann einen Drachen spielen. Was soll das? monsters to create Man ist power einfach ein charges. scheiß And this is Drache. when the Wyvern's abilities really come online. Und der hat natürlich Blitz. Using range, you can consume a power charge to Und man kann Gegner fressen, dann ladet er die Power auf. Und dann bekommt man Blitz. charge up your wings with lightning. Not only does this do a bunch of damage, Holy but it moly. allows you to turn this melee skill into a much larger AoE attack. It's much tastier after all. Alright, so those are some melee options. But how Das sind die Melee-Options, wenn ihr im Nahkampf seid. Und jetzt kommt's. Ein Drache ist kein Drache, wenn er nicht Feuer spucken kann. Das weiß jedes Kind. about range? Well, you wouldn't be much of a dragon if you couldn't breathe fire after all. Rolling magma is the first of the Wyvern's breath attacks. Spit balls of fire that bounce along the Denkt man jetzt, ja komm, bisschen Feuer aus dem Drachen rausschmeißen, es plüpfert ein bisschen rum. Ist okay. These balls will trigger volcanoes as well, so it's a good idea to cast one as a human right before you start spitting. Ist okay. But that's not all you can spit. You have something a little nastier in that gullet of yours. Man kann Öl spucken und dann spuckt man die Feuerspucke drauf und dann brennt's. Mashallah. Spitting a barrage of oil at your enemies will cover them in a fire on your enemies. Und jetzt kommt das brutalste Chat vom Drachen. Was ein Drache halt macht. You have wings, so you have to take full advantage of them after all. So fly around and burn in it. Der fackelt das ganze Scheißfeld weg, Chat. Unglaublich. Erstens, es sieht brutal geil aus. Zweitens, richtig OP. Drittens, dann ist das Scheißfeld auch weg, was ich immer hasse. Hier. Ich hasse es. Da sieht man die Gegner nicht richtig. Man sieht die Angriffe nicht richtig. Also, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Der Druide kann ein Bär sein. Macht Feuerschaden. Der Wolf macht Eisschaden. Und der Drache macht Blitz- und Feuerschaden. 3 Sachen, wo ihr auswählen könnt. Dann, natürlich, gibt's wie immer im Path of Exile, könnt ihr natürlich eure Klasse dann noch spezifizieren zu einem verfickten Schamanen, wenn es mal laden würde, Amanakoi.
Ja, es ladet nicht mehr. Voila, dann seid ihr ein verfickten Schaman. Bekommt auch noch einmal extra Damage zugewiesen. Oder ihr werdet, keine Ahnung was das ist, aber ihr könnt auch noch das nehmen. Da macht ihr noch mal anderen Schaden. Und natürlich gibt es ein Season-Dings. Und hier könnt ihr euer eigenes Dungeon zusammenbauen. What the fuck? Wo es dann gute Rewards gibt. Das ist unglaublich. Ihr könnt nämlich Sachen, die schon einmal corrupted sind, nochmal corrupten und hoffen, dass was Gutes kommt. Dann könnt ihr die Items, wo legendär sind, könnt ihr verändern, dass Stats runtergeht. Ihr wisst sicher, es gibt manchmal legendäre Items, die haben gute Stats und dann ein Stat, wo ein Negativeffekt ist. Ihr könnt den wegrollen, wenn ihr Glück habt. Und dann geht's noch mehr die Luzi ab. Und dann die einzige Enttäuschung bei Path of Exile, das Endgame wurde es nicht so krass angepasst. Das ist jetzt ja fast gleich geblieben. Und am Schluss gibt es noch ein paar Sachen, wo ihr kaufen könnt. Also ist nicht gerade so das Wahre. Könnt ihr ein bisschen Schnickschnack kaufen. First. Aber Chat, ganz ehrlich, mach mal Ton aus. Das sieht brutal aus. Ich war gestern bei der Präsentation von Diablo so enttäuscht. Und jetzt bin ich so gehypt auf Path of Exile. Obwohl ich Diablo lieber spiele, weil man da einfach viel einfacher reinkommt und viel einfacher dem Monster auf die Fresse geben kann. Path of Exile braucht halt viel mehr Grind. Man müsste eigentlich arbeitslos sein, um da richtig rein zu grinden und Vollgas zu geben. Das Gute ist, ich habe Urlaub. Bis zum 17. Das heißt, ich kann 5 Tage durchsuchten. Ich habe es meiner Freundin auch schon gesagt, da wird durchgesuchtet. Also wird sicher mal kurz am Mittag in Diablo reingucken und dann am Abend geht's in Path of Exile. Weil, holy fuck. Ich will so ein Bär sein. Das ist krass. Wer will nicht so ein Bär sein? Wer will keine Meteoriten runterfallen lassen? Ja. Also Path of Exile hat deutlich mehr überzeugt, würde ich jetzt mal sagen, als Diablo. Diablo hat auch gute Anpassungen gemacht für das gesamte Game, aber halt nicht richtig was Neues gebracht. Ich hoffe, die bringen noch den Paladin raus als Shadow Drop bei den Microsoft Games Präsentationen. Aber sonst ja, wird schwer, dass ich Diablo spiele. Dann gehe ich lieber in Path of Exile, bin ein richtiger Druide, kann hier einen Bären spielen. Apropos, man kann den Bären dann auch noch, ist es hier? Man kann den Bären auch noch zu einem Monster weiterentwickeln, zu einem, ich weiß es leider nicht, wo das gezeigt wurde, aber man kann noch in eine andere Form gehen, wo dann der Bär, ich glaube hier, wo der Bär dann einfach in ein anderes Monster wird. Ich weiß nicht mehr genau, was sie genannt haben, aber ja, das gibt es auch noch. Es ladet leider nicht mehr, Chat, und ich will euch auch nicht länger aufhalten, aber ja, Digga, Path of Exile, keine Ahnung, hat gekocht. Kann man einfach nicht sagen. Die haben einfach gekocht. Darum schaltet gerne meinen Twitch-Channel ein. Folgt mir gerne auf alle Plattformen. Und wir sehen uns spätestens am 12.12. in
Diablo zuerst und dann Path of Exile. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.